Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren. Ich beantworte eure Kommentare Video in Videoform. Was? Wild. Ja, Leute, bevor wir reingehen, wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach, schreibt gerne einen Kommentar. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums, oder? Zack. Ryu is back. Ryan war heute mega stark vorne wie hinten mitgearbeitet, viele gute schnelle Sprints auf engstem Raum, vor 2 bis 3 Leute sich durchgesetzt. Mit ihm das Tor noch gegönnt. Ja gut, er hat das Tor ja trotzdem gemacht. Ja? Und das, denke ich mal, ist das, was wir bewerten sollten, auch wenn es dann nicht gezählt hat. Hat ein starkes Spiel gemacht, ja. Strong for you, Golden Ananas stimmt, mir tat der Perez auch leid. Einmal wegen den Minuten und dann der ganze Jun-Hass im Netz war wirklich schlimm. Habe ich nichts von mitgekriegt, ich vermeide Social Media. Aber ja, das sind natürlich Spacken, Alter. Der Kommentar, es ist sicherlich nicht die feine englische Art, einem Perez keine 45 Minuten zu gönnen. Ein Torwart sollte man nicht erst 15 Minuten vor Ende einwechseln, sofern keine Verletzung vorlag. Das kann man durchaus als Affront gegenüber Perez interpretieren und ist schon wieder ein Schlag ins Gesicht eines Talentes beim FC Bayern. Sehe ich ähnlich, ja. So, Mandu. Ich finde, dass allgemein zu wenig Vertrauen in die Jungen gesetzt wird. Ich denke da an Alaba, der mit 19 gegen Real als erster die Eier gehabt hatte und einen Elfer verwandelt. Ich denke, man muss die Jungs ins kalte Wasser werfen, aber auch gefühlt spielen lassen. Ein Alaba hatte damals gute Vorbilder, heute hast du halt kaum Führungsspieler, an denen du dich orientieren kannst. Das dürfte ein aktuell großes Problem bei uns sein, weshalb wir so schwer neue Spieler entwickeln können. In den ersten Minuten im Spiel dachte ich wirklich, dass wir das Spiel mit 6-0 oder so gewinnen. Aber eine simple Umstellung und das Spiel war gelaufen. Hoffentlich hat der nächste Trainer bessere Ideen bzw. größeren Einfluss. Gegen Hoffenheim würde ja auch ein Remis reichen. Platz 2 wäre mir schon wichtig, einfach um im Supercup gegen Leverkusen zu bestehen. Das wäre ein guter Test für die nächste Saison. Sehe ich leider komplett anders. Wenn du gegen Leverkusen im Supercup 3, 4, 5 No-Klatsche kriegst oder 4-1 oder du verlierst das Spiel einfach, dann ist gleich wieder Palaver in München. Ja. Das heißt, du musst das Spiel gewinnen oder wenigstens irgendwie ins Elfmeterschießen kommen oder sowas. Ansonsten wird gleich wieder Totengräberstimmung sein und ich glaube, da hätte es uns besser getan, wenn wir mal eine ruhige Vorbereitung hätten. Gerade wenn wirklich ein neuer Trainer kommen sollte, wenn ein paar Abgänge, Neuzugänge kommen sollten, wäre es, glaube ich, besser gewesen, den Supercup nicht zu spielen. Banja, erstmal hallo. Das Spiel heute und Tuchels Interview zeigen ganz klar, warum es nie gepasst hat. Seine Aussagen von heute, wir wollten mal ein paar Spieler belohnen. Ja. Was er nie kapiert hat, wir haben nicht den 2013 oder 2020er Kader, sondern hatten Verletzte und auch wegen Tuchels zu wenig Spieler. Stichwort Stanisic, Kretzig. Wir müssen keine Spieler belohnen, wir sollen sie integrieren. Aber okay, zum Spiel. Heute steht das Spiel für ca. 70 bis 80% unserer Spiele, erst recht unsere Heimspiele. Wir sind klarer Favorit und machen das Spiel. Diese Aufstellung, was hätte dagegen gesprochen, diese des Öfteren zu bringen? Ich sage es schon. Leverkusen zaubert nicht. Alonso lässt alle bis auf Xhaka draußen und bringt dann zum Beispiel 20 Minuten vor Schluss Boniface, Wirtz, Andrich, wem auch immer. Stell dir mal vor, wir beginnen wie heute. Und 20 Minuten vor Schluss kommt dann Sané, Kane, Coman, Jamal. Na, viel Spaß. Der Gegner ist müde und dann kommt das. Darum können sie immer wieder die Ergebnisse drehen. Aber Tuchel hat das nie gemacht. Und heute erwähnt er wieder kleine Kader und viele Verletzte. Alleine Saragossa, der war gut genug. Dass Wolfsburg ihn nach 25 Minuten doppeln musste. Hätte er das alles viel früher gemacht, hätte man doch gesehen, wer es bringt. Wem man vielleicht verleihen muss. Und wer es eventuell gar nicht bringt. Aber am wichtigsten, das Team wäre ein wirkliches Team. Ich finde es immer noch erschreckend, wie sehr Tell abgebaut hat. Aber das ist nicht seine Schuld. Tuchel hat dafür sehr viel getan. Der Junge wäre eigentlich eine Waffe. Er war eine Waffe, aber da er nur in jedem Spiel einmal getroffen hat, musste er auf die Bank. Und Spieler, die 20 Spiele nicht treffen, sind Stamm. Das ist Tuchels Logik. Gesunde und eingespielte IV raus. Kaputte und nicht fitte IV rein. So gewinnt man die Spiele und stärkt das Team. Und zu guter Letzt, für alle Tuchel-Jünger, er hat 25% aller Ligaspiele verloren. Das hat es vor 30 Jahren zuletzt gegeben. Selbst Kovac war bei ca. 12% oder so. Tuchel wurde gefragt, was übrig bleibt. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Okay, dein Video gesehen, ich finde das neue Trikot und auch die Jacken cool. Haha, Flick ist auch nicht mein Wunschtrainer. Jo, sehr gut zusammengefasst, gehe ich mit, ne? Dream, glaube zweite oder dritte ist nicht egal. Soweit ich weiß, spielt der zweite gegen Leverkusen, wenn die den Pokal gewinnen. Richtig. Dementsprechend würde es mich für Herbie freuen, wenn er eine weitere Chance auf einen Titel hat. Also ganz ehrlich, wer den Supercup als Titel sieht,
I don't know. Also, sorry. Fühle ich nicht. Habe ich gerade schon ausgeführt, wie ich das sehe. Master D. Bayern besitzt ja tatsächlich Offensivspieler, die man gegen Real hätte einwechseln können. Krass, wa? Man kann aber natürlich auch die komplette Offensive auswechseln und dafür nur Defensivspieler bringen. Saragossa scheinen die Sprachprobleme im Spiel nicht wirklich zu stören. Wahrscheinlich denkt auch nur Tuchel, dass es ein Problem ist. Mit mehr Einsatzzeit wäre das Sprachproblem bestimmt in den Hintergrund gerückt, weil Saragossa sieht, was die Mitspieler und er selber machen. Keiner erwartet, dass jeder junge Spieler Stammspieler ist, aber mit mehr Einsatzzeit wäre die Saison garantiert nicht schlimmer geendet. Eher im Gegenteil, weil man da mehr Rotation hat und sich junge Spieler immer beweisen wollen müssen, da sie sich nicht auf einen hochdotierten Vertrag ausruhen können. Ja, und wenn dann so ein junger Spieler überzeugt, wie so ein Tell es getan hatte, dann hätten sich die Etablierten ja auch mal ein bisschen mehr anstrengen müssen, wenn man den jungen Spieler dann weiter das Vertrauen geschenkt hätte. Aber das hat man ja nicht getan, man hat diesen dann demotiviert. Und wie es da schon stand, den gestandenen Spieler, der 20 Spiele kein Tor schießt, hat man dann als vorgezogen in die Startelf gestellt. Ja. Wild, ne? Toki Bayern. Allen eine tolle Woche und einen schönen Sonntagabend. Ein Sieg, den sich die aufgestellten Spieler verdient haben. Die 3 Punkte waren gegen ein harmloses Wolfsburg nie in Gefahr. Ja. War schön, mal die jungen Spieler gesehen zu haben. Doch ohne erfahrene Spieler tun sich halt so 17-, 18-Jährige halt doch etwas schwerer. Egal, letztes Heimspiel gewonnen und bin ich gespannt, was beziehungsweise am letzten Spieltag mit Tuchel passiert. Dass man ihn heute nicht vor eigenen Fans verabschiedet, fand ich schon etwas komisch. Die Saison ist letztlich vorbei, in 4 Wochen ist EM. Dann schauen wir mal, was diesen Sommer in München alles so passiert für die neue Saison. Ja, man hält sich die Tür offen mit Tuchel, sonst hätte man ihn verabschiedet. Weit. Ganz schwierig oder vielleicht auch unmöglich, im Jahre Finale daheim eine neue Mannschaft aufzubauen, oder? Es wird nicht leicht, Spieler in solch einem Jahr und mit der Halbfinalerfahrung irgendwelche Spieler loszueisen. Demnach wird es nicht mit dem großen Umbruch, meiner Meinung nach. Ich interpretiere jetzt mal nicht zu viel in deinen Nicknamen rein. Dein Kommentar war ja okay, aber den Nicknamen sollte man mal überdenken, Alter. Nee, ich denke nicht, dass das einen Einfluss haben sollte. Aber ja, wenn die alten Greisen sagen, wir legen alle den Fokus auf das Finale daheim, dann wird es mit einem großen Umbruch sehr wahrscheinlich nichts werden. Da gehe ich mit, ja. The King war im Stadion, muss sagen, Saragossa hat echt Spaß gemacht. Ja, Glückwunsch. Christian, 2. Platz ist nicht Wurst. Es gibt Kohle, sowohl für den Tabellenplatz als auch für die Teilnahme am Supercup. In Summe sind da ein paar Millionen drin. Von daher ist es nicht Wurst. Doch, es ist mir Wurst. Mir persönlich ist das Wurst, Christian. Wenn dir das nicht Wurst ist, schön für dich. Mir persönlich ist es Wurst. Katrin, ich fand die beiden neuen Zwonarek und Saragossa nicht schlecht, besser als vor allem Saragossa beschrieben wurde. Das kam mir vor wie damals, als Lizarazu zu uns kam und er schlecht hingestellt wurde und wurde zum Publikumsliebling. Ja, das sind immer die gleichen Spacken. Ja, das sind Leute, die sehen, oh, da haben wir einen verpflichtet für 20 Millionen. Ach nee, das ist kein Bayern-Niveau. Der muss mindestens 50, 60, 70, 80 Millionen kosten. Dann können wir den in den Himmel loben. Dasselbe war bei Eric Dyer. Sorry, wer das ernst nimmt. Na, ist leider. Sind halt immer dieselben. Igli, Gruß an alle Spasten, gell? Ja, Gruß zurück, wa? What's up? Sehr schade, dass Peretz nicht von Anfang an gespielt hat. Ja. Bernd Biesenkamp, schönen Tag, wünsche ich dir auch. Daxre, schwierig mit der Stimmung. Ein Freund war offenbar im Stadion, stand in der Nord und die haben es nicht mal geschafft, den Nachnamen zu rufen bei den Toren. Ja gut, ich verstehe, dass die Fans, die jetzt nicht unbedingt die Texte kennen, Schwierigkeiten mit dem Mitmachen hätten. Aber so weit kommen wir ja gar nicht, weil der Großteil da gar nicht mitmachen will. Ja, vollkommen richtig. Rode, mir haben unsere Debütanten gut gefallen, da sieht man mal, was hätte sein können, wenn man mal etwas Vertrauen in zum Beispiel Brian gesetzt hätte. Die Ansätze waren jedenfalls da. Schön, dass Peretz nochmal ran durfte, leider erst so spät. Ja, habe ich dir ja schon in einem anderen Video ausführlicher geantwortet, ne? Christian, Nö, Flick verlangt viel Schmerzensgeld für das Himmelfahrtskommando. In einem Jahr wird sowieso abgesägt, aber das weiß er auch. Ja, zum Glück ist das Thema ja durch. Chris, siehe da, wir haben doch junge Spieler, die man mal einsetzen kann. Namen, die ich noch gar nicht kannte. Warum man erst jetzt damit kommt und nicht vorher und mal andere entlastet, nicht nachzuvollziehen. Aber das ist Tuchel. Gruß an die Verletzten. Ja. Tops, Mahlzeit. Es war in der Anfangsphase echt erfrischend. Die Jungen, die endlich mal eine Chance bekommen, waren hungrig. Jetzt hoffe ich mal, dass gerade Tell und Saragossa unter dem neuen Coach mehr Chancen bekommen. Man hat heute gesehen, dass doch junge Leute da waren. Zum Glück ist das Thema TT ab nächste Woche erledigt. Mach weiter so. Na, hoffen wir's, ne? Nerdfall Feuerwehr. Ich sehe schon Flick und Tuchel als Trainerpaar bei Bayern. Das wäre wild, ja. Stream. Was, wenn Tuchel doch bleibt?
weil er nicht verabschiedet wurde. Dann müssen wir damit leben. Ja, dann brechen wir alle in Tränen aus und müssen damit leben. FC Bayern-Fan forever, hochverdienter Sieg von uns. Christian nochmal. Stimmung, nichts Neues, richtig. Mir san mir. Servus. Bilal. Selbst ein Remis gegen Hoffenheim nächste Woche reicht für Platz 2, auch wenn Stuttgart gewinnt, wegen dem besseren Torverhältnis. Geil. Adonai. Gott sei Dank ist Tuchels Anti-Fußball-Geschichte. Noch nicht, ne? Martin. Weißer Flock auf dem Trikot wäre besser gewesen, aber egal. Ja, finde ich auch. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir irgendwie gönnen soll. Mal schauen. Heute mal erfrischender Fußball in der ersten Hälfte bis zur Umstellung. Ja, also 25 Minuten GB. 120 € für ein Trikot. Was gibt's da zu lachen? Meinst du, ist noch zu billig, oder was? Hoffenheim braucht einen Sieg mit 2 Toren Unterschied. Wenn Frankfurt verliert, dann wären die noch Sechster. Okay. Tim Zauner, ich war auch am Anfang von Tuchel überzeugt, aber jetzt, naja. Max Arbeit, wow, den zweiten Platz so gut wie gerettet. Woo! Domio, Like ist da, vielen lieben Dank. Willi Fabi, scheiß bla bla. Jo. Tschö. Oliver, servus. Nur noch ein Spiel mit Tuchel, dann ist er erlöst vom FC Hoeneß. Dann schreibt ihm kein Sonnenkönig mehr vor, wen er aufzustellen hat. Ja, das hat der Tuchel ja klar gesagt, dass dem nicht so ist. Also stehe ich den Take jetzt nicht ganz, aber gut. Flick wäre ein Armutszeugnis, er darf Max einen Jahresvertrag bekommen. Nein, er darf gar nicht kommen, GB. Stefan H. Du hattest heute auf den Kommentar genauso viel Lust wie der Tuchel aufs Trainer von Bayern sein, oder? Aber wer soll's verdenken, das Spiel war halt einfach unwichtig. Erkennt man alleine schon daran, dass unsere Entwickler heute mal junge Spieler aufgestellt hat. Schade, dass es für Peretz dann doch nicht gereicht hat. Vorletztes Mal Tuchel, das war meine Motivation. Dann noch Flick durchstehen und hoffen, dass bis dahin die Handpuppen Heiner und Resen weg sind und es endlich wieder weitergehen kann. Ja, die werden natürlich nicht weg sein und nee, ich hatte eigentlich keine Lust. Ich habe abgeschlossen mit der Saison. Für mich ist das durch. Der Bums ist durch, Leute. Und was soll mir da ein Spiel gegen Wolfsburg groß analysieren, wo wir 20 Minuten Fußball gespielt haben und das Ganze dann wieder eingestellt haben. Keine Laufbereitschaft da war, man keinerlei Idee hatte gegen eine Fünferkette. Was soll man da jetzt groß eine Analyse fahren und eine Benotung machen von Leute? Die Saison ist durch, der Bums hat sich erledigt und von daher, man sieht deinen Kommentar gar nicht ganz, wo der unten ist. Von daher ist es so, wie es ist, Leute. Ja. Punkt. Gut. Das waren die einfachen Kommentare. Gehen wir rüber in die anderen. So, Stechern 40. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, du magst TT nicht. Ja, da bist du dir zu Recht nicht ganz sicher, weil ich mag TT. Ich mag nur seine sportliche Leistung diese Saison bei uns nicht. Thomas, bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis der neue Trainer zum Kotzen ist. Ja, Thomas, dann sei mal gespannt. David, Kai, ich hoffe, du bist auch so kritisch und gnadenlos gegenüber dem Nachfolger von Tuchel, auch wenn derjenige dir vielleicht sympathisch ist oder der FCB Stallgeruch hat. Ja, diese unverhohlenen Vorwürfe, sorry Leute. Ja, ihr könnt euch gerne mal das Video angucken, wo es bekannt gegeben wurde, dass Tuchel zu uns kommt, wie sehr ich einen Tuchel geschätzt habe und mich auf einen Tuchel gefreut habe bei uns. Von daher mir vorzuwerfen, dass ich einen Tuchel nicht mag, auch an die anderen hier, ist leider völliger Dünnpfiff. Ja. Ich habe nichts gegen Tuchel, ich mag einen Tuchel, ich war super gehypt vom Tuchel, ich habe mich super gefreut, dass endlich ein Trainer kommt, der nach Leistungsprinzip aufstellt und. Er hat nur all dies nicht getan und hat es nicht geschafft, nur ansatzweise irgendwas umzusetzen, aber ja, und dann kritisiere ich das. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich einen Tuchel nicht mag. Das ist völliger Schwachsinn. Ich kritisiere auch einen Kimmich, ich kritisiere einen Goretzka, ich mag einen Kimmich vom Typ her, genauso wie ich einen Leon mag. Ja, aber deswegen kann man ja die sportlichen Sachen kritisieren. Ja, man muss das nicht verwechseln mit, man mag die nicht. Also, das ist leider Schwachsinn. Aaron, du sagst jetzt, man hätte auf junge Spieler setzen sollen. Klar könnte man hier und da machen und wenn die Spiele dann verloren gehen, wie soll das dann die A-Mannschaft aufholen? Ich sage das nicht jetzt, ich sage das seit Anfang der Saison. Punkt 1. Zweite Sache,
Was hätte jetzt eine jüngere Mannschaft anders verlieren sollen, als wie wir diese Saison geliefert haben? Wir haben nichts gewonnen diese Saison. Also den Take verstehe ich nicht. Und wie soll das dann die A-Mannschaft aufholen? Alter Betty. Du denkst von morgens bis mittags, ohne überhaupt alle möglichen Faktoren mit einzubeziehen. Der TT ist nicht umsonst 2021 zum FIFA-Welttrainer gewählt worden, nach dem Sieg, der Champions-Sieg mit Chelsea. Selbstverständlich hat er Fehler gemacht, verdient es aber trotzdem nicht so entlassen zu werden, rein menschlich betrachtet. Ja, wir reden aber über Leistungssport, habe ich gerade schon mal erklärt. Ja, wir beurteilen hier der Sportliche und nicht den Menschen. Also, was ist das für ein Take? Hinzu kommt, dass der Mensch ein lernendes System ist und man für die Verarbeitung von Fehlern auch Zeit braucht. Abgesehen davon hast du weder Menschenkenntnis noch fachliche Expertise des Fußballs betreffend. Die Expertise reicht vielleicht gerade für die C-Jugend. Wahrscheinlich wärst du der beste Cheftrainer, den Bayern und die Welt je gesehen hätte. Mit dir hätte Bayern bestimmt 12 Jahre in Folge das Triple gewonnen und wäre in allen Wettbewerben durchgehend ungeschlagen. Fazit, du lebst in deiner eigenen Welt. Ja, vielen lieben Dank für deinen sehr idiotischen Kommentar. Ich bin zu müde, das nochmal alles zu erklären. Von daher, hier hast ein Herzchen, gönn dir das und schieb dir deine Meinung in dein dunklestes Loch, was du besitzt. Das interessiert mich einfach nicht. Punkt. Dr. Trud Hamburg. Tuchel hat gar nichts alleine verkackt. Die Mannschaft muss definitiv auch mal in die Verantwortung gezogen werden. Alter, das hat auch kein Mensch gesagt. Hat Tuchel dir deine Frau ausgespannt? Ja. Und du bist AOE, wa? Gönn dir, Junge. Tschüssi. Hau rein. Viel Spaß in der zweiten Liga. Bandi, es hat einfach nicht gepasst zwischen Bayern und Tuchel. Beide Seiten werden es überstehen und in Zukunft auch wieder Erfolg haben. Wir werden sehen, wa? David Moon. Ich mag Kai und gucke auch weiterhin Red Moon nicht, aber verstehe auch nicht, warum Kai jetzt so sauer auf Tuchel ist. Ich meine, der FCB stand kurz vorm Champions League-Finale und damit eine mindestens 50-50 Chance Finale in Henkelpott zu holen. Und er ist ja fast schon weg vom Club. Erstens ist das nicht passiert. Zweitens, Leute, soll sich meine Meinung jetzt von Tuchel ändern, nur weil wir die Champions League im Champions League Halbfinale waren oder was? Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass alles das scheiße war, was vorher auch scheiße war. Verstehe ich nicht, Leute. Sorry. Gut, Lonne, Fazit. Deine Kritik an Tuchel ist hart und am Ende sind es sehr viele Kleinigkeiten, die so eine Mannschaft in die falsche Richtung führen. Siehe Minje im Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel, was ein Schlüsselspiel war. Man hätte es besser machen können. Okay. Alibert, ich schlage vor, nächste Saison laufen nur noch feine Kerle mit 20 Millionen Jahresgehalt auf. Ja, schlage ich auch vor. Dann läuft's so gleich besser. Manfred. Die Spieler waren zu satt, hatten Probleme mit sich selbst, dann spricht der Tuchel einige Spieler die Fähigkeit ab, dann arbeiten die Spieler natürlich gegen den Trainer, der auch noch unnötigerweise eine teilweise funktionierende Mannschaft wieder auseinanderreißt. Teils wegen Verletzungen, nur mit jungen Talenten funktioniert das bei Bayern nicht, siehe Bayern 2. Die müssen immer um die Meisterschaft in der 3. Liga spielen, wenn aber die dümpeln in der 4. Liga rum. Da kann man nichts hochziehen. Der gute Rest wird verkauft, verliehen und weggeschickt. Die A-Mannschaft ist ideenlos, teilweise Altern-Rollator-Fußball. Einmal ein Rückstand, dann war es das. Kein Aufbäumen gegen die Niederlagen. Es wird Zeit, den Spielern das Laufen wieder beizubringen. Der nächste Trainer wird auch scheitern, weil die 10 Feldspieler das regeln müssen. Nicht der Trainer und der Torhüter sollte auch mal wieder Unhaltbare parieren. Die Bosse warten, bis Neuer stirbt und Nübel 35 Jahre alt ist, wenn der dann noch kommt. Aber irgendwann musste die Meisterschaft reißen. 20 Millionen Pros sind halt einfach zu wenig für einige Spieler, um sich den Arsch aufzureißen. Glück auf. Ich gehe ja mit, dass die Mannschaft auch in die Verantwortung gehört, gar keine Frage. Aber nochmal, am Ende stellen sich die Spieler nicht selber auf. Ja, ganz einfache Kiste. Ein Trainer stellt die Spieler auf und ist dafür verantwortlich, wer auf dem Feld steht. Ganz einfache Kiste. So. Ja, klar, kannst du die Spieler dann auch vernichten und kritisieren, wenn die diese Leistung bringen, die auf dem Feld stehen. Das tun wir ja auch. Aber ein Tuchel muss das ja auch sehen. Und er stellt die Spieler Spiel für Spiel auf. So, also. Tuchel ist wirklich der Taktik-T-Rex, Anton. Christian, der Schiedsrichter von Real war auch ein feiner Kerl. Hönes ist auch ein feiner Kerl. Die Eckfahne ist auch ein feiner Kerl. Bad Flo, wenn Thomas Tuchel Bayern-Trainer bleibt, wirst du dann zu Leverkusen wechseln? Ja, na klar. Ich verbrenne alle meine Bayern-Sachen und wird dann Leverkusen Erfolgsfan, oder was? Was ist los mit dir, Bad Flo, Alter? Alter.
Mord Maloney. Kai hat recht, in diesem Spiel vercoacht sich Wolfsburg. Es wäre ein unentschieden Spiel, wenn er gleich hinten dicht gemacht hätte. Wahrscheinlich, ja. Batman, wir dürfen nicht vergessen, dass Brian ein feiner Kerl ist. Tommy, ich bin super gespannt auf deine Reaktion in der neuen Saison. Unter Hansi wird der Kader ja sicher weitestgehend zusammenbleiben. Ja, aber Hansi kommt ja nicht. Rulle Model. Ich lach mich tot, wenn der Tuchel am Ende doch bleibt. Ja, ich lach mich dann auch tot. Christian, Kane kam, um Titel zu gewinnen. Ja, da kriegst du kein Herz für, Junge. Tequila, ja. Immer wieder aber satt mit dem Tuchel, aber ich muss schon sagen, dass das alles feine Kerle sind. Freue mich auf den Stream. Domino, danke. Detlef, lieben Dank für deine wie immer klaren und wahren Worte. Hoffen wir mal, der Max regelt das und wir kriegen einen Trainer, der wieder unseren Fußball spielen lässt und man auch die Spielphilosophie erkennt. Uli FCB. Hoffen wir's. Casa, ich sag's euch, der Tuchel bleibt. Wie will sie? Domio, ich würde Tuchel behalten und Kai als Co-Trainer einstellen, dann läuft das. Also ich sehe mich mit dem Tuchel zusammen. Ist kein Problem, Leute. Ikusak, ich finde, dass der werte Kanalbetreiber nur eine sehr begrenzte Ahnung vom Fußball hat. Dafür mehr Expertise im Rumschimpfen und Rumbrollen. Danke, sehr unterhaltsam. Ja, sehr gerne. Stefan, Daniel hatte es sich verdient, nur 17 Minuten in einem unbedeutenden Spiel zu spielen, weil man Neuer nur auswechseln konnte, wenn man mit 2 Toren Unterschied führt. Das ist mal ein royaler Arschtritt für einen jungen Torwart, der sich echt gefreut hat, zum FC Bayern zu kommen. Ja, macht total Sinn. Bin gespannt, ob nächstes Jahr wieder mehr geheizt werden muss, wenn die heiße Luft von Tuchel fehlt. Schon faszinierend, was bei Bayern alles an Spielern da ist. Sieht man ja die ganze Saison nicht. Da hört man nur das sanfte Geheule des Cheftrainers, der nicht genug Spieler für die Spiele gegen Heidenheim, Darmstadt und Köln. Ach, ich höre lieber auf. Ich könnte stundenlang über diesen kalten Fisch schimpfen. Danke für deine Videos die Saison. Auch wenn ich dadurch mehr Tuchel sehen musste, als gut für mich war, so ist zumindest erträglich für mich. Sehr gerne. Minas, wer hat denn vergessen, dass im Pokalspiel Harry Kane sich unendlich neben dem Platz aufwärmt und nie reinkommt und wir gegen eine Mannschaft aus der 3. Liga aus dem Pokal ausscheiden, namens FC Saarbrücken? Weiß ich nicht, wer das vergisst. Joe, der Hasenhüttl sieht aus, als würde der jeden Morgen Holz hacken. Stimm dir zu, eine Maschine. Auf jeden Fall, geiler Typ, ey. Barocca. Am besten wäre es gewesen, wenn Tuchel sofort gegangen wäre. Finde aber, dass die große Mitschuld im Vorstand des FCB zu suchen ist. Daraus resultiert auch Tuchels fast schon gleichgültiges Verhalten. Der macht 3 Kreuze, wenn er weg ist. Ja, also wir müssen nicht darüber reden, dass das nicht Tuchels Schuld ist alleine. Ja, das habe ich, wie gesagt, ich habe da vor 2 Monaten 80-Minuten-Video zugemacht. So. Ja. Der Vorstand ist schuld. Die Kaderzusammenstellung ist schuld. Nichtsdestotrotz ändert das am Ende des Tages alles nichts, dass ein Thomas Tuchel die Spieler aufstellt. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig. Und dass da teilweise Spieler auf falschen Positionen spielen, teilweise Spieler komplett ignoriert werden, teilweise Spieler aufgestellt werden, wie beim Leverkusen-Spiel, die einen Tag aus der Verletzung kommen, die gerade aus dem Asien-Cup wieder da sind, nur um den anderen beiden Spielern einen reinzudrücken. So, das ist ja nun mal Fakt. Das ist ja nichts, was ich mir ausdenke. So, und das sind halt Tuchel-Sachen, die Tuchel verkackt hat. Ganz einfache Kiste. Ja, die Farce mit Leeboy und so weiter und so fort. Wir können die Liste durchgehen. So, und das muss man halt den Tuchel dann da auch nie in Verantwortung nehmen. Da kann man ihn nicht rausnehmen, nur weil der Vorstand scheiße ist und er nicht die Spieler bekommen hat, die er haben möchte. Ja, das ist natürlich ein Faktor für den Tuchel, dass die Saison nicht so gelaufen ist, wie er sich das gerne vorstellt. Gar keine Frage. Aber nochmal, da muss ich erstmal gucken, dass ich da auch vernünftig keine Angriffsfläche biete als Trainer. Und die hat er maßlos geboten. Sorry. Hartmut, das Interessante an diesem Beitrag sind die Kommentare und die Antworten. Ja, guck mal, ist doch schön. Dann habt ihr doch was. Jo, die Pflichtaufgabe gegen Wolfsburg wurde wie erwartet erledigt. Junge Spieler konnten mal Bundesliga-Luft schnuppern. Über Saragossa mag ich noch keine Meinung abgeben. Überzeugt hat er mich persönlich nicht. Ich bleibe dabei, der Kader muss erneuert werden, sowohl mit erfahrenen Spielern als auch mit Talenten. Die nächsten 2 Jahre wird es keine Titel geben. Warum musste der Kader in dieser Saison mit so vielen Verletzungen kämpfen? Was ist der Grund oder Ursache? Auf jeden Fall nicht das Training. Diesbezüglich wird auch nichts mehr berichtet. Die Saison ist gelaufen und der FCB hat keinen Titel erreicht. Und dafür hat Leverkusen tollen Fußball gespielt. Ich
Persönlich freue mich nun auf die EM im eigenen Land und dann auf die neue Saison, die sicher diesmal sehr spannend wird. Mit welchem Kader wird der FCB in die Saison starten? Da bin ich gespannt drauf. Und kann Leverkusen dieses hohe Niveau halten und wie schlagen sich die deutschen Vereine in den europäischen Fußball? Ich freue mich auf guten und spannenden Fußball. Ja. Ich weiß nicht, ob es für uns so spannend wird, je nachdem, welche Ansprüche wir haben werden in der kommenden Saison. Aber ich denke auch, dass es spannend werden wird. Gehe ich auch von aus. Ja. Ich kann dein Nick leider nicht entziffern, Alter. Was ich mache, wenn Tuchel bleibt, dann schließe ich den Kanal, ja. Nee, wir haben jetzt gerade schon gelesen, ich werde ein Leverkusen-Fan. Philosophiker, wie viele Spieler bei Bayern könnten den Asien Cup spielen? 1 oder 10? Und du kannst dich nicht erinnern. Gibt das Gerücht, dass Kloppo nach 2 Wochen in Liverpool das komplette Personal inklusive Greenkeeper, Cost, Security mit Namen kannte und ansprach. Nur gemeinsam schafft man Großes. In einem Uhrwerk ist auch das kleinste Zahnrad wichtig und überträgt Energie. Tuchel kostet nur Energie. Ja, das mit den Namen bei Kloppo und so, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das beim Tuchel genauso. Ich hätte auch Probleme mit. Ich bin auch schlecht im Namen merken. Aber das mit Minjay war schon wild, ja. Das war schon wild. Tricker, ganz einfach. Eberl entlassen und Tuchel bleibt. Dass nicht jeder Tuchel mag, ist egal. Besseren gibt's im Moment nicht. Warum willst du denn dann den Eberl entlassen? Ich glaube, der Eberl ist der Einzige, der pro Tuchel da arbeitet. Widerspricht sich ja gerade. Modlo, im Nachhinein ist man immer schlauer, ganz genau. Ich meine, was wäre denn gewesen, wenn es zum Beispiel mit deinen geforderten jungen Spielern, neuen Talenten noch weniger geklappt hätte? Und denkst du nicht, dass im Training die Qualität und Form der Spieler genau analysiert wird, beziehungsweise auch danach aufgestellt wird? Eine komplette verkackte Saison und Krise sieht anders aus. Die Lewandowski-Jahre sind nun mal vorbei und das wird nicht die letzte... Alter, also dein erster Absatz ist schon sowas von dumm, Alter. Ich finde es eher erstaunlich, dass Tuchel aus dem verletzungsgeplagten Diva-Kader herausgeholt hat. Ich meine, nach oben hin war es hauchdünn und nach unten kann man noch viel tiefer fallen. Und vielleicht dann auch mal so richtig, Alter, alles gut, ich brauche nicht weiterlesen. Ich diskutiere das auch nicht mit dir, ich könnte das jetzt hier auseinanderpflücken, aber du bist halt einer der Fans, was völlig fein ist. Die gucken, wow, wir haben 2-0 gewonnen, geil. Wir sind die Geilsten. Wow, wir haben 1-0 gewonnen. Wow, wir haben gewonnen. Wir sind die Geilsten. Wir sind im Champions League Halbfinale. Wow, geil, wir sind die Geilsten. So ein Fan bist du halt. Du beschäftigst dich halt nicht mit dem Fußball, der gezeigt wird, mit der Entwicklung des Kaders. Nenn mir gerne mal einen Spieler, den Tuchel besser gemacht hat. Den gibt es halt einfach nicht. Aber gut, das ist völlig fein. Du bist diese Art Fan, ich bin diese Art Fan. Da kommen wir nicht auf einen Nenner. Ich könnte das alles auseinanderpflücken, was du hier geschrieben hast. Habe ich diese Saison aber schon 100.000 Mal gemacht und ich bin müde. Ich habe keine Lust mehr. Fantozzi, bei aller Kritik an TT, aber überleg mal, was für Ansprüche mittlerweile herrschen. Jedes Jahr muss ein Titel her und mindestens Platz 1 in der Liga, sonst darf der Trainer seinen Hut nehmen. Man spricht andere Mannschaften ab, sich weiterentwickeln und sich verbessern zu können. Den Anspruch habe ich zum Beispiel gar nicht. Habe ich schon 100 Mal kommuniziert, dass ich das nicht so sehe. Ja. Es ist völlig fein, wenn man guten Fußball spielt und eine neue Mannschaft aufbaut, dass man dann halt mal ein Jahr keinen Titel gewinnt. Das ist halt normal, ja. Man sieht das doch bei Leverkusen oder bei Stuttgart. Man braucht Zeit, um Mannschaften zu entwickeln. Das ist völlig richtig und völlig fein. TT war der falsche Trainer mit den falschen Spielern. Vielleicht sollten alle beim FCB sich wieder in Demut üben, was den Erfolg angeht, dass es keine Titelgarantie gibt und es auch nicht so gute Saisons gibt. Ja, die letzten 2 Jahre waren auch schon keine guten Saisons. Aus dem man aber Lehren und Umbrüche entstehen können. Einfach mal zurück zu den Wurzeln des Spiels und des Vereins. Und da gebe ich dir recht, die aktuelle Philosophie des Vereins ist unmenschlich und nur noch dem Profit unterstellt. Dabei wird der eigentliche Fußballgedanke vergessen, bei dem die Gemeinschaft der Mannschaft zusammen und mit den Fans für die Fans spielt. Zusammen die Verbundenheit feiert in Sieg und in Niederlage. Übrigens, als 1860 sehe ich die Vereinspolitik der Bayern etwas objektiver und weniger von Emotionen behaftet. Kopf hoch, der nächste Titel kommt bestimmt. Ja, es geht doch bei dieser ganzen Sache nicht um Titel. Ich verstehe nicht, wie man immer darauf kommt. Ja. Marc Vormann, Red Mooney, mir gefällt deine Ironie und der Sarkasmus zum Thema feine Kerle. Na dann mach doch mal bitte ein extra Stream über die feinen Kerlchen, die wir so alles haben. Komm, Feuer frei, es war ja dem Fadenverlierer Tuchel sein letztes Heimspiel. Von daher gibt es doch dann bald was zu feiern. Wir können das ja so bezeichnen. Ein feiner Trainer, der mit feinen Jungs gearbeitet hat, hört nach einem weiteren Spiel auf den Faden zu verlieren. Rot-weiße Augustiner Grüße gehen raus über den großen Teich nach Deutschland. Marc Forman, warten wir mal ab, ob dem überhaupt so ist. Ne? Demolition Dirk.
Was sagst du denn dazu, dass sowohl einige Spieler aus der Bayern-Kabine namentlich genannt wurden, Neuer und Müller die Bosse aufgesucht haben, um sich für Tuchels Verbleib als Trainer stark zu machen? Quelle skysport.de. Ja, ist skysport.de jetzt der FC Bayern? Ist das eine seriöse Quelle oder was? Und ich habe es schon im Stream gesagt gehabt, es wird mit Sicherheit Spieler in diesem Kader geben, die gerne den Tuchel behalten wollen würden. Gar keine Frage. Und Manuel Neuer, dass der da der Vorreiter ist, ist ja wohl klar. Also welcher andere Trainer hätte den Manu da so dermaßen hingestellt und ihm gesagt, dass der spielt auf jeden Fall, es ist mir egal, was, Blasels. Nehmen die über Sané, der wird auch der größte Freund vom Tuchel sein und so weiter und so fort. Es gibt mit Sicherheit Spieler. Es gibt aber auch mit Sicherheit genug Spieler, die das nicht so sind. Ja, und wenn dem so ist, dann ist dem so. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen, Alter? Ja? Was soll ich dazu sagen? FC Bayern Fan Forever. Vor 3 Wochen haben alle noch gesagt, Tuchel raus und jetzt wollen alle, dass er bleibt. Der Tuchel ist Maschine. Rayo ist back, muss ja erstmal nachdenken, ob Kim beim Asien Cup war. Das war der Kracher. Der wird viele Wechsel bereut haben. Vor allem heute haben die jungen Spieler auch gezeigt, dass sie können und wollen. Zum Glück wurde Schupo und Saar schon verabschiedet. Nächste Woche folgt Tuchel. I hope so. Susi, hey, er kann doch Vizemeisterschaft holen. Philosophiker, Tuchel hat es versäumt, in die Kurve zu gehen und all den Fans zu danken, die an ihn glauben. Die Petition für ihn unterschrieben haben, all denen, die hier auch online schreiben, Respekt, Dankbarkeit. Das hat wenig mit Größe zu tun. Scheitern gehört zum Leben dazu, aber es ist eine Frage, wie man es tut, eine Charakterfrage. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob man den Tuchel das so auslegen kann. Wie gesagt, vielleicht ist schon lange fix, dass er bleibt und er wollte sich deswegen nicht verabschieden. Ja, wer weiß. Adam, TT nicht zu verabschieden, weil er bleibt? Ich hoffe es nicht. Beide Seiten werden wieder Erfolg haben, wenn man sich trennt. Nur das Gefühl bleibt, dass er eventuell bleiben muss. Okay, Tuchel ist top. Jo. Bald kommt Hans im Glück mit der Graugänse. Ja. Gut, Lonne, was ist da los? Weißt du da mehr, Kai? Kurz gesagt, die ganzen Spieler wären persönlich bezüglich Tuchel Verbleib beim Vorstand vorstellig geworden. Weißt du was? Grüße. Nee, ich weiß da nichts, du. Der Uli hat mich nicht informiert, ey. Oliver, jetzt noch gegen Hoffenheim 3 Punkte holen. Jawohl. Bernd Biesenkamp, Tuchel hat öfter mal machen soll, junge Spieler Chance geben soll und offensiver spielen sollen und die offensiven Spieler Gnabry, Sané, Musiala, Kane kaputt gemacht und durchspielen gelassen und wenn gerade gesund sind, da die durchspielen lassen. Bernd Biesenkamp, ich habe verstanden, was du meinst, auch wenn es ein bisschen weird zu lesen war. Ja, ich habe es ja gesagt, also gerade in dem zwischen beiden Champions League Halbfinalspielen musst du nicht einen Harry Kane oder einen Gnabry gegen Stuttgart da rumlaufen lassen. Da hättest du halt auch einen Brian und einen Tell vorne reinstellen können und hättest meinetwegen Svonarek aufgestellt und wäre gut gewesen. Ja. Ich meine, Dortmund hat es auch so vorgemacht. Also da muss man jetzt auch kein Taktikfuchs sein, was der Tuchel ja angeblich immer ist. Ja. Eine noch, dann hast du es geschafft. Hoffen wir es. Jens Hartmann, heute ohne Spast ausgekommen, ist meine Meinung. Alles andere ist egal. Kritik wird geblockt. Ich habe 6.000 Abos. Ich bin der Mann der Stunde. Ich finde mich geil. Ich kenne mich aus. Bin Jahrzehnte Bayern-Fan. Ich hab's drauf. Ohne mich wäre Bayern einfach nichts, ekelhaft. Und schon bist du geblockt. Jens, warum schreibst du denn dann noch so? Warum machst du denn die Arbeit und haust dir sowas raus? Und ich glaube, ich weiß, ich bin der Geilste. Ja? Ich bin von mir auf jeden Fall überzeugt. Da kann mich auch dein Kommentar nicht irgendwie schocken. Aber ich habe nie gesagt, ich kenne mich aus oder keine Ahnung. Ist aber auch egal. Ist doch okay. Dann blende ich dich doch auch aus und dann sind wir doch gegenseitig ausgeblendet. Und dann ist doch alles schön, oder? Hau rein. Dirk, Stani ist für Bayern nicht gut genug. Bin seit 74 Bayern-Fan, aber den Mann zu verleihen ist sowas von dumm, aber ich habe ja keine Ahnung vom Fußball. Ja, ich ja auch nicht, Dirk. Passen wir doch zusammen. Benjamin, die scheinen ja absolut nichts von Perez zu halten und dem nur 17 Minuten zu geben und das auch nur bei 2:0 Führung. Ja, das ist schon ein wilder Take. The Only One, Tuchel bester Mann, weiß nicht mal, wo seine Spieler wie Kim war. Wo sein Spieler wie Kim war. Snackmonster. Ich habe keine Ahnung. Na, Hönes Jünger, jetzt schaust du doof rein. Tuchel, bleib, bitte mach keine Videos mehr. Du bist kein Fan, du bist einfach nur ein Fähnchen im Wind, welches dich so dreht, wie die Bildzeitung es dir vorschreibt.
Alter Benny. Was erlaubt Strunz? Also dümmer kann man leider nicht argumentieren, Alter. Weil wenn du dich nur ein klein wenig mit mir beschäftigt hättest, wüsstest du, dass ich ja vieles lese, aber mit Sicherheit keine Bildzeitung, Alter. Ach, herrlich. GB, warum war das so? Noch 2 PKs, dann beschreibt er es am besten. Wahrheitsliebender. Haha, der Munich-Kamerad. Alles feine Kerle. Kevin, das Minjay uns getragen, fühle ich jetzt nicht. Er war ja ein Unsicherheitsfaktor. Ich erinnere mich allein noch an seinen ersten gravierenden Fehlpass in Tokio, den er sich immer wieder geleistet hat. Opa hat uns genauso getragen, bis er komplett eingebrochen ist. Nee, ich würde glatt sogar sagen, dass Opa uns getragen hat durch die Hinrunde. Opa war der beste Innenverteidiger und war super stabil, bis zu seinem Einbruch, den er halt jedes Jahr hat. Minjay hatte halt Anpassungsschwierigkeiten, hat viele Fehlpässe gespielt, gerade in der Spieleröffnung. Ja, I don't know. Aber vielleicht muss man das einfach ein bisschen schönreden in der Öffentlichkeit. Was sind denn hier für Bots in der Kommentarsektion? Lasst ihn doch seine Meinung haben. What the fuck? GB, waren die jungen Kerle jetzt feine Kerle? Wahrscheinlich, ja. Ralf hätte ich bei uns auch gefühlt. Ja, ich auch. Kevin, Kai ist auch ein feiner Kerl, aber sowas von. GB, was haben wir eigentlich für zarte Pflänzchen auf dem Feld? Wild. Kevin, genau, der Trainer gehört nicht dazu. Wenn man sich so verhält wie Tuchel, dann gehört er nicht dazu, ja. GB, nichts ist unmöglich. Corinna, Tuchel muss bleiben. Jawohl, Tuchel muss bleiben. Sehe ich genauso. Kevin, wo kommen eigentlich immer diese Leute mit den dummen Kommentaren her? Von der Insel der Spacken, denke ich. Das ist so eine Insel außerhalb, weißt du? Da sind die ganzen Spacken. Und die ganzen Spacken meinen dann, sie müssen irgendwie reinspacken, weil sie nichts anderes in ihrem Leben zu tun haben. Leute, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.